So, und weiter geht's. Unsere Aufträge. Prüfung des Vertrauens. Die Karte haben wir nicht gekriegt, weil wir zu wenig Erz haben. Ah ja, Neck aus dem Arena-Viertel. Der Typ ist es nicht, aber mit dem haben wir ja trotzdem. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Naja. Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Ist ja super, wenn er Überraschung macht. Fletcher. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag, So, und warum nicht? weil ich gar nicht da bin. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Neck ist... Wegen Neck. Ja, Noch nichts Neues. halt mich auf dem Laufenden. Ja, Lass mich mal vorbei. mit Neck wollten wir ja eigentlich sprechen. Die Butler im Arena-Viertel. Was unser Freund. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe einfach bei dir, keine Sorge. Ich denke nicht, dass der was weiß. Schauen wir mal die. Ich will bei euch mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du freiwillig in den Minen schuften willst. Einer wie du kann schon bald in der Burg leben. Ja, das war jetzt nix. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich habe da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst.
Aber ich brauche noch 3 Fleischwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder, ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Wo finde ich Fleischwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. So, Neck ist anscheinend im neuen Lager. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Nein. Ich glaube, mit dem haben wir schon, oder? Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Ja, das... Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Na, ich suche immer noch ein Plätzchen. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Immer wieder dieselbe. Können wir da braten oder... Nee. Man darf auch nicht alles behaupten. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Ja, jetzt wird er schon langsam listig. Bei dem waren wir schon und bei dem... Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben mit dem kleinen Vordach ist frei. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt. Dann ist er selber dran. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer.
Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Ich denke, ich habe genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. So, naja, das haben wir jetzt nicht alles so das Gequatsche. So. Hütte. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Verpiss dich. Willst du einen Moment allein sein? Hm? Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, haben wir jetzt Ruhe vor dem? Oder lauft er uns wieder noch? Also unser Hund bleibt bei uns. Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Ja, jetzt hat er doch nicht geklappt, ey. Wahrscheinlich auch direkt. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Lass dich auf jemanden auf. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Nicht so. Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ja, für Schwert haben wir ja kein Geld. Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Oh ja. Hey du! Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich höre nicht mehr auf das. Man darf auch nicht alles glauben. Sollen wir die Kiste ausräumen? Dann werden sie uns War wahrscheinlich doch klar, dass das totschlagen. Ärger Nö, ich glaube, wir lassen es lieber. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Ich glaube kaum, dass ich daran was Ärger gibt. Der letzte Scheiß. Ja, wir müssen ins neue Lager. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ist es nicht der Typ, den wir auch suchen, oder?